Es ist Freitag, der 3. April. Ich begrüße euch herzlich mit dem Losungswort Psalm 89, Vers 16. Wohl dem Volk, das jauchzen kann. Herr, sie werden im Licht deines Antlitzes wandeln. Und der Lehrtext, Epheser 5, 8-9, wandelt als Kinder des Lichts. Die Frucht des Lichts ist lauter Güte und Gerechtigkeit und Wahrheit. Jutzen. Ist doch schön, dass die Schweiz einmal in den Psalmen extra erwähnt wird, als Volk, das jutzen kann. Vielleicht habt ihr auch schon mal einen von diesen Jodlerchören gehört in einem Gottesdienst. Das ist etwas Berührendes und es gibt auch viele Berührungspunkte. Zum Beispiel das ganze Thema Schöpfer und Schöpfung. Nachher die Thematik Ätti und Mütti, das heisst Generationen, die Übereinstimmung suchen oder auch Übereinstimmung leben. Heimat, etwas, was man nicht ausverkaufen, nicht gering schätzen. Vertrauen, Vertrauen zu Gott, Vertrauen unter Menschen, Vertrauenswürdigkeit. Ganz gross geschrieben natürlich Dankbarkeit und auch Freude. Solche Jutzlieder anstimmen, ist im Alten Testament ja nicht ein Selbstzweck gewesen. Es ist nicht darum gegangen, wer kann das am schönsten singen, sondern es ist sehr stark darum gegangen, ist das eine Herzenshaltung, ist das wie eine Reaktion, ist das wie eine Resonanz für das, dass Gott eben mein Licht ist und in diesem Licht kann wandeln, wo immer wird da sein, auch in der Not, im finsteren Tal, irgendwo kommt es immer wieder vor. Wenn wir uns vorstellen, Gott kippt einfach den Lichtschalter und nachher wandeln wir in seinem Licht. Etwa so, wie ich es jetzt mache, ich schalte kurz aus. Voilà, jetzt kommt Gottes Licht, es wird ein Licht. Voilà, jetzt kann ich in diesem Licht immer wandeln. Vielleicht hat das angefangen mit der Kindertaufe, seither bin ich einfach in das Licht eingetaucht. Es hat alles gut gekommen, es ist alles gut aufgeleistet. Ich bin vielleicht Mitglied von einer Kirche und Freikirche und sage mir, weil ich jetzt da Mitglied bin, bin ich in diesem Licht drinnen. Gott nimmt mich, wie ich bin. Er ist immer gut, er ist immer lieb, er ist immer treu. Das ist eine Halbwahrheit. Es ist nicht ganz so einfach. Obschon es heisst, Gott lässt seine Sonne aufgehen über Böse und Gute und lässt regnen über Gerechte und Ungerechte. Obschon das wahr ist, im Sinne von der Bewahrung, die er uns gibt, ist das noch nicht das, was heisst, wandelt im Licht. Gott beleuchtet uns ja eben von innen, nicht von oben. Das ist vielleicht ein Unterschied. Also nicht Licht anschalten, jetzt muss man gut aufpassen, sondern Licht aushalten. Das ist nicht das Gleiche, wie ein Licht anschalten, dann brennt es einfach quasi automatisch, da ist man drin, sondern Licht aushalten. Der Paulus beschreibt die Frucht vom Licht. Das heisst, er kommt eigentlich von dem Prisma-Effekt her. Ich weiß nicht, ob man das im Altertum physikalisch schon erklären konnte, aber man hat schon gewusst, dass das Licht sich brechen kann und dass dann wunderschöne Farben vorkommen. Schon der Regenbogen ist ja genau nichts anderes und den hat es ja seit dem Noah immer gegeben. Der Paulus kommt da davor her, dass er sagt, Jesus Christus, das Licht, das in die Welt hineingekommen ist, an unserer Stelle mit uns, für uns gebrochen worden. Und auch wir sind mit ihm gebrochen worden. Das Licht kommt in uns hinein, wenn wir mit Jesus Christus dem Alten absterben. Wenn unser altes, stolze Ich mal zerbricht, dann hat das Licht von Gott Platz und wir wandeln in seinem Licht. So entsteht Farbe. Und der Paulus tut die 3 Grundfarben ein bisschen beschreiben. Ihr wisst ja, der Regenbogen hat 3 Primärfarben, 3 Sekundärfarben. Rot, Blau, Gelb, das sind die Hauptfarben. Die Mischfarben, die kennt ihr ja auch. Und er redet jetzt von der Wahrheit. Die Wahrheit ist sicher für uns ein bisschen verbunden mit der Farbe Gelb. Warum? Es ist nicht ein Licht, das einem erschlägt. Gott wird dir nicht alles auf das Mal zeigen, was er in deinem Leben noch korrigieren will.
die er noch aufbauen möchte, das würde dich erschlagen. Gott kann sich gar nicht in seinem vollen Licht dir zeigen, weil es heisst im Hebräerbrief, Gott wohnt in einem unzugänglichen Licht und niemand kann dorthin gehen. Kein Mensch würde das ertragen. Also kommt das in Raten. Es kommt auf uns zugeschnitten. Es ist so, dass wir das annehmen können. Aber natürlich, das Licht sagt dann nicht, ja, ich tue jetzt fusionieren mit diesen dunklen Flecken in deinem Leben. Sondern die müssen nachher eben schwinden. Es soll aus Finsternis Licht werden. Ein langer Prozess. Aber ein gangbarer Weg. Rot. Der Paulus sagt Gerechtigkeit. Ja, Gerechtigkeit ist, dass wir das ernten, was wir säen. Und niemand ist unbescholten, niemand ist unschuldig. Im weitesten Sinn hat jeder Blut an den Hängen. Und das wäre Gerechtigkeit. Das wäre Justiz. So du mir, so ich dir. Und so weiter. So könnte Gott denken. Aber er macht es ja nicht. Darum kommt das Rot noch einmal vor. Jetzt geht die Passionszeit sehr stark im Vordergrund. Als das Blut, das fließt für uns. Jemand zahlt den Preis. Das ist auch Gerechtigkeit. Es ist nur nicht die gleiche wie die wir bei unserem Hinterkopf haben, sondern es ist göttliche, gnädige, barmherzige Gerechtigkeit. So schenkt er das, was wir nicht haben, und gibt uns einen neuen Start. Blau. Hier heisst es Güte. Güte ist das gleiche Wort auf Hebräisch wie Gnade. Ja, wenn wir das mal hinter uns haben, wenn wir wissen, Gott nimmt uns wirklich an und jetzt nicht auf die billige Tour, man kann machen, was man will, Gott nimmt einen an, sondern er schafft mit seinem Licht in unserem Leben. Dann kommt dann das andere zum Zug, es kommt immer mehr vor, Gott hat einen Plan, Gott hat eine Vision für mein Leben, er hat eine Berufung für mich, er wird sich auf meine Seite stellen und mich durchtragen, bis ich das Profil habe, das er mich eigentlich dazu geschaffen hat, nämlich er will mich in sein Bild bringen. Das ist der Himmel über uns, das ist das Blaue. Alle diese drei Farben, alle diese Formen von Licht, von gebrochenem Licht, wo Gott nicht alles auf das Mal macht, sondern sehr human mit uns umgeht, sehr geduldig mit uns unterwegs ist. All diese Formen helfen uns, dass wir selber in diesem Licht wandeln können. Sonst gibt es nicht. Ich werde zum Schluss ganz kurz einblenden, jetzt, was passiert, wenn man einfach ganz gewöhnlich das Taschenlampenlicht durch so einen Kek-Untersatz, eine gläsige, leuchten, dann wird man sofort ansatzweise mindestens sehen, dass das Licht eben noch viel Farbe hat. Aber dazu muss es zuerst gebrochen werden. Und erst dann können wir drin auch wandeln. Ich wünsche euch einen schönen Tag.